Es ist so witzig, ich habe keine Ahnung, über was wir reden. Wir sind Laura und Axel und wie ihr in den letzten Videos schon gesehen habt, bauen wir gerade unseren Offroad-Camper selber aus. Ein wichtiger Teil davon ist unsere Wohnkabine, die wir selbst gebaut haben, und das Besondere daran ist, dass unsere Wohnkabine nicht direkt mit dem Auto verbunden ist, sondern abnehmbar ist. Warum wir das machen und wie wir das gemacht haben und ob sich der ganze Aufwand für uns gelohnt hat, erzählen wir euch heute in diesem Video. Zurück zum Anfang. Wir haben uns einen Toyota Hilux gekauft und einen dazu passenden Selbstbausatz für die Wohnkabine. Und beim Bestellprozess dieses Selbstbausatzes hat sich dann die wichtige Frage herauskristallisiert, ob wir die Kabine absetzbar machen wollen oder nicht. Ja, für uns ist die Option der absetzbaren Kabine schon ziemlich interessant gewesen. Wir finden es einfach cool, dass man die Kabine vom Fahrzeug trennen kann, beispielsweise dann nur das Fahrzeug nutzen kann, die Kabine stehen lassen kann und teilweise Touren einfach ohne machen kann, aber auch, dass man die Kabine weglässt und das Fahrzeug einfach im Alltag nutzen kann. Und wenn das Auto mal kaputt wird, könnte man auch die Kabine nehmen und auf ein neues Auto drauf tun. Ja, und man konnte auch das Auto nutzen, um anderen Kram zu transportieren, wie wir es bisher ja eigentlich schon ein paar Mal gebraucht hätten. Ja, im ersten Moment haben wir dabei aber nur an diese Art von Absetzkabine gedacht, also wo die ursprüngliche Ladefläche auf dem Auto drauf bleibt und die Kabine dann einfach irgendwie drauf gezurrt wird. Davon waren wir aber überhaupt nicht begeistert, weil durch die Ladefläche, die ja dann drauf bleibt, einfach richtig viel Platz verloren geht, den man ja ehrlich gesagt bei so einer kleinen Fläche trotzdem ganz gut brauchen könnte. Die Option haben wir wirklich relativ schnell ausgeschlossen. Aber dann haben wir gelernt, dass es auch nur eine zweite Art einer absetzbaren Kabine gibt, die von außen eigentlich gar nicht so absetzbar ausschaut. Dabei wird auf dem Auto eine Flachbettpritsche montiert, also einfach eine flache Ladefläche ohne Seitenwände oder ähnlichen. Darauf wird die Kabine befestigt und zwar so, dass man sie ja wieder runtergeben kann, also ohne Verschraubungen, Verklebungen oder sonstiges. In unserem Fall haben wir mit einer Konstruktion basierend auf Konussen mit einer Steckverbindung gearbeitet, die wir euch gleich noch näher zeigen. Auf diese Art und Weise verliert man keinen Platz und hat trotzdem eine abnehmbare Kabine. Ja, und wenn man eine absetzbare Wohnkabine auf seinem Pickup hat, ist man in Österreich von der Kfz-Zulassung her kein Wohnmobil, sondern bleibt ein LKW der Klasse N1. Wir sagen jetzt nicht mehr dazu, aber ich glaube, die Österreicher und ich wissen, warum das ein kleiner großer Vorteil ist. Aber zurück zum wesentlichen Teil. Wie schaut diese Steckverbindung jetzt eigentlich aus? Also, Schritt 1 ist einmal die Kabine anzuheben und in Position zu bringen. Wir haben diesen Schritt auf einen anderen wichtigen Punkt genutzt. Sehr praktisch. Was man nicht alles dafür tut, dass man das Gewicht von der Kabine mal rausfindet. Wir haben jetzt gerade unsere Kabine hochgehoben und ja, wir wissen jetzt, dass die Kabine ungefähr 260 bis 275 Kilo hat. Ganz genau wissen wir es leider nicht, weil es keine digitale Waage ist, aber es ist schon mal eine gute Einschätzung, dass wir ein Basisgewicht haben für das Ganze. Sobald die Kabine in Arbeitshöhe ist, können mehrere Dinge umgesetzt werden. Ihr seht an der Bodenplatte sind seitlich 3 Löcher sichtbar. Das sind Aluprofile, die da eingelassen sind in die Bodenplatte. Diese dienen einerseits der Stabilisierung und andererseits haben sie einen ganz besonderen Nutzen. Und zwar werden darin an den passenden Stellen sogenannte Nutensteine eingeklebt, welche dann durch stabile Bolzen mit dem Zwischenrahmen verbunden werden. Ja, damit unsere Kabine aber auch ohne Werkzeug abnehmbar ist, wird bei uns nur die Konusverbindung zwischengeschoben. Dafür wird zuerst ausgemessen, wo die Bohrungen in die Bodenplatte erfolgen müssen und dann die Nutensteine mit den Konussen verschraubt. Kompliziert. Genau. Naja, aber damit dieser wirklich sicher hält und dann nicht irgendwie runterfällt beim Reisen damit, wird der Nutenstein zusätzlich im Aluprofil angeklebt und auch die Schraube selbst nochmal mit Gewindekleber versehen. Sehr schön. Bürra Nuna, ja. Okay, Karte Bürra. Stopp. Hit. Okay. Ja, als nächstes wird die Position der Gegenstücke, welche mit dem Zwischenrahmen verbunden sind, ausgemessen und gebohrt und die Löcher dann auch noch mit Zinkspray versiegelt. Ja, auch da wird nach der finalen Anpassung mit selbstsichernden Muttern nochmal alles befestigt. Zwischendrin werden dann nur die Löcher für die Steckbolzen gebohrt. Wichtig da ist, dass die Position des Rahmens am Auto im Auge behalten wird, damit am Ende dann alles zusammenpasst. Und nachdem wir diesen zugegebenermaßen echt komplizierten Prozess erledigt haben, konnten wir mit den Bodenwinkeln beginnen. Aufgrund der Dimension der Konusse mussten wir die Aussparungen an deren Positionen ausschneiden. Sonst passt es nicht. Ja, sowohl bei die Winkel als auch bei die Ecken eigentlich und war eigentlich insgesamt gar nicht so geil. Weil aufgrund mancher Denkfehler ist es uns dann am Ende sogar passiert, dass wir einen Winkel geklebt haben und der dann doch noch zu lang war und in der Not hat wieder mal mein Vater geholfen, der schnell ein Gerät herzaubert hat, mit dem wir das dann doch nur absägen haben können. Das ist wirklich oft passiert, sowas.
Der letzte Schritt im Kabinenbau bildet das Einsetzen der Radkästen. Insgesamt war das echt ein ziemlich geschissener Task, da dafür noch ein Schnitt von 45 Grad in die Bodenplatte gesetzt werden musste im Nachhinein. Ja, wir haben echt alles versucht, was man den Aufnahmen erkennen kann, bis wir am Ende mit der Japansäge dann erfolgreich waren. Dann natürlich wieder das übliche Prozedere mit Abschleifen, Entfetten, Primern und schließlich viel Kleber drauf. Und mit viel meinen wir wirklich viel. Da die Radkästen natürlich nach unten ziehen, haben wir dann entschieden, dass wir mit 2 Hubwagerl das Ganze abstützen. Und ja, man sieht, man braucht wieder so viel Equipment, das nicht jeder zur Verfügung hat, aber ja, was will man machen? Jetzt sind wir auf jeden Fall bereit, die Kabine auf dem Auto zu platzieren. Naja, fast. Leider ist der Rahmen etwas zu tief und sitzt auf dem hinteren rechten Dämpfer auf. Deshalb haben wir uns nur 6 Distanzscheiben selber basteln müssen. Das ist insgesamt einigermaßen gut gegangen tatsächlich und wir waren dann endlich bereit für die Hochzeit. Ja, zu dem Zeitpunkt war es übrigens schon 1 Uhr in der Früh, also Kabine rauf, ausrichten und Löcher bohren. Naja, und wer schon mal um diese Uhrzeit gearbeitet hat, der weiß, dass das Hirn dann auch wirklich irgendwann einmal komplett final aussetzt. Ja, sind wir jetzt wirklich gerade? Wie waren die Abstände nochmal? Passt die Bohrung? Sollen wir es jetzt vielleicht doch lieber verschieben? 4 zurück um die Dani? Der Fehler war halt fatal gewesen. Wenn da jetzt irgendwas falsch war, dann hätte man eigentlich den Rahmen oder die Kabine oder alles gesamt downhauen können. Das heißt, wir waren wirklich da und gesagt, boah, man muss sich so konzentrieren, aber eigentlich geht's nicht mehr. Und ja. Ja. Am Ende war es dann 2:30 Uhr, als die Kabine dann final ohne Kran zum ersten Mal auf dem Auto drauf war. Dann war aber nur ein weiterer Task notwendig, weil es hat ja dann nur der Zwischenrahmen mit dem Autorahmen verbunden gehabt. Vorne und in der Mitte haben wir sogenannte Gleitlager mit so Elastomerfedern, sieht man da eigentlich ganz gut, mit so Gummiteilen in der Mitte konstruiert und hinten aber zwar Festlager, das heißt wirklich reine feste Verbindungen ohne Gummi mit Distanzscheiben und ja, so ist uns gesagt worden. Könnt gerne sagen, wie ihr das gemacht hättet. Es hat gehalten, es hält immer noch. Mal schauen, ob es in Zukunft auch noch hält. Ja, und als letzten Punkt haben wir dann nur Hartgummistücke zwischen Kabine und Rahmen auf dem Rahmen draufgeklebt, damit das Gewicht richtig schön gleichmäßig verteilt wird. Das Gefühl war echt trotz später Stunde unbeschreiblich geil. Axel? Es ist noch nicht festgemacht, aber es passt zumindest. Alter. Lieb's. Ich muss jetzt sagen, ich habe die letzten 3 Stunden, ehrlich gesagt, das hat mich nicht gezahlt, das hat mich nicht muss jetzt auch. Das schwackt alles wie immer. Aber jetzt das da mal zum Singen ist schon so geil. Endlich haben wir es geschafft und die Kabine passt und es schaut echt mega gut aus, so wie es halt dann gern soll. Wir haben dann den wohl wichtigsten Meilenstein des Prozesses geschafft. Den wichtigsten? Naja, wir haben ja dieses Video schon im März posten wollen und wir haben damals oder ja, in der Zwischenzeit die Pläne für unseren ganzen Spaß der Landesprüfstelle, wo unser Auto dann abgenommen wird, vorgelegt und die haben uns dann gesagt, naja, so einfach geht das Ganze nicht. Dann war die Euphorie gleich einmal schon wieder komplett weg. Und wir wollten auch nichts teilen, wo wir nachher dann zurückrudern müssen und sagen, na, so geht's nicht. Aktuell schaut's folgendermaßen aus. Naja, in dieser Situation kommen wieder einmal die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich zum Tragen. Denn während das Auto, so wie es hier steht, eigentlich nur mehr Schmutzfänger bräuchte, um in Deutschland zugelassen zu werden, haben wir in Österreich ein paar zusätzliche Dinge zu beachten. Während die Steckverbinder gemäß Berechnungen problemlos die Kabine schon auf einem seiner 6 Auflagepunkte tragen würden, ist halt der Nachweis vom TÜV aufgrund der Eigenkonstruktion dann doch ein bisschen schwierig. Gemeinsam mit unseren Kabinenbauerfreunden von Olma Overland haben wir hier eine Art Pilotprojekt begonnen, ja, welches vorher so noch nicht existiert hat. Darum sind wir da, wo wir jetzt sind. Genau. Das Ganze dauert natürlich sehr lang, aber bis Ende des Jahres soll auf jeden Fall die notwendige Bürokratie überwunden sein, sodass diese Verbindung auch in Österreich anerkannt wird. Bis dahin haben wir aber eine Alternative, welche uns sowohl am Rahmen als auch auf der Kabine hilfreich sein wird. Ja,
TÜV-geprüfte Anschlagwirbel, falls euch das so sagt, sorgen für eine stabile rechtlich konforme Ladungssicherung. Diese würden wir dann einfach seitlich am Rahmen anbringen. Die haben Papiere, werden für Anhänger, Lastwagen, was auch immer gerne genutzt und würden quasi das ein bisschen umgehen und als eigentlich vollkommen vollständige, gute Lösung als Ladungssicherung durchgehen. Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, sind die vielleicht sogar gar nicht notwendig und später dann, wenn die Konusse anerkannt sind, sowieso nicht. Also, liebe österreichischen Freunde, wir betreiben da Pionierarbeit für euch. Holt euch jetzt aus der Wohnkabine, wir haben euch den Weg praktisch geebnet. Abgesehen davon ist das Thema eines der unnötigsten an dem ganzen Projekt und es hat uns wirklich unfassbar viel Nerven gekostet. Aber wir sind umso erleichterter und dankbarer darüber, dass das Ganze jetzt doch endlich ein gutes Ende findet und dass wir uns endlich wieder den spannenderen Themen rund um den Camperausbau widmen können. Also macht euch bereit für den Innenausbau und da haben wir schon einiges geplant. Beziehungsweise haben wir schon gemacht. Aber kommt jetzt. Kommt das. Naja, hat euch das Video gefallen? Habt ihr irgendwas zu diesem Thema zum Sagen? Dann lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Wir diskutieren gerne nun weiter darüber. Bei Unklarheiten könnt ihr uns auch gerne fragen. Wir helfen gerne weiter, aber wir wahrscheinlich nicht mehr wissen als ihr. Bis zum nächsten Video. Wir hören uns.